Joel, Kelly. hast du schon eine Phase an deinem Leben, wo du keinen Sex hast? Ja, die längsten wäre 21 Jahre. Und du? Ja, immer mal rum. Aber häng doch davon auf, weil nicht nur Sex versteht, ging ich so an. Dat hei ass méi wie Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Méi wie Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Als Mittwoch, freidesmëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu. Nachdem wir da lo jahrelang 6 Staffeln lang darüber philosophiert tun, was Sex ist, also da lo endlich so weit wir diskutieren darüber, was kein Sex ist. Guten Morgen, Kelly. Salut! Live noch Lauschterinnen. An dieser Episode geht es, die würdet schon hören, kein Sex. Auf jeden Fall wollten wir darüber sprechen, was das heißt, kein Sex zu haben, was hat man dann möchte. Und ja, was heißt das überhaupt? Das ist ja schon mal eine gute Frage. Am Anfang kommt ja einfach so, dass die Gegenteil von Sex sind und dann hat ihn das erledigt. Wir haben uns ja mit den Definitionen von Sex und da was da genau Sex ist. Und für mich stellt sich vor allem die Frage, auch von der Länge von kein Sex haben, weil wenn ich ein immens aktiv Sexualleben habe und schon 3 Mal am Tag Sex, dann habe ich ja trotzdem die Großteil von dem Tag wahrscheinlich kein Sex. Stimmt, ja. Weil ich jetzt schon schlafen, weil ich muss zur Toilette gehen, weil ich verschiedene andere Sachen machen. Das heißt, es geht immer um eine längere Zeitspanne, wo ich kein Sex habe. Was dann noch immer für Aktivitäten als Sex definiert. Ich weiß nicht, ob man da so zu viel drauf angehen. Ja. Das ist, meine ich, dann alle Koppel selber los. Doofwesenheit von Apps ist halt immer auch schwer zu definieren. Ich habe so vage geantwortet am Anfang, weil schon froh ist, ob es um partnerschaftliche Sexualität geht, also Sex mit anderen Leuten, oder Solo-Sex, also Sex mit sich selber. Weil die Phasen sind bei mir im Leben zumindest nicht immer dasselbe. Und sie wechseln sich auch nicht auf. Also das ist nicht so, dass ich in Phasen, wo ich keinen partnerschaftlichen Sex habe oder hat, dann bin ich unbedingt viel oder auch einfach so Solo-Sex habe. Und umgedreht. Wenn ich gegen so einen Zeitstrahl machen und dann so gucken, an welchen Phasen ist kein Solo-Sex auf was und an welchen Phasen gibt es kein partnerschaftlicher Sex auf was. Genau, gingen dort vielleicht zu so Schneidungen kommen, wir vielleicht auch nicht. Ich meine, dass das bei mir ähnlich ist. Das hängt ein bisschen davon ab, was die Gründe sind. Also, heißt du, sind noch einfach krank und, oder tut dir wenig Energie und bleibt dann echt da durch. Vilo und andere Sachen. Über die Gründe können wir ja nur noch schwätzen. Ich meine, dass das bei mir schon grundsätzlich auch so ist, dass das nicht unbedingt sich so aufwechselt. Ich meine aber, dass ich relativ regelmäßig Solo-Sex immer hat. Außer es gibt irgendwelche wirklich externen Gründe, die dazu geführt haben, dass das nicht gegangen ist. Gebe ich nochmal so sagen. Aber das ist natürlich auch mal schwer, so rückblickend das genau zu erfassen, weil die meisten die aber keine Statistik darüber führen. Mega, du wennst war doch kurz wusste mal du ein froh zurückgestellt hast. Bisschen überfordert, was ich mir gedacht habe. Ja, mir wenn nie, das war keine Ahnung, wie lange das wirklich war, aus meiner subjektiver Wahrnehmung und nicht erkanntlich verschwunden gefühlt. Bevor wir vielleicht auch noch so über wie lang aus dann lo lang schwätzen. Definition von kein Sex interessant, weil es das emotional erleben von dem kein Sex mänglisch ganz stark beeinflusst. Also ich meine Personen, die schon kein Sex verstehen, schon kein Sex mit anderen Leuten an ihre Solo-Sex nicht drin erzählen zum Beispiel, haben ein anderes erleben wie Personen, die, ich weiß nicht, sich selber eine Massage gehen, an Bitte gehen, an ja, sich irgendwie entspannen, an das als sexuelles Erlebnis vorholen. Es kann den das durchaus substituieren mit Solo-Sex und dann gewinnt er vielleicht auch nicht wie masturbieren, so mit Solo-Sex oder halt. Natürlich ist das eine Form von dem anderen vielleicht mehr. Also geht vielleicht schon allem froh, bei irgendwas fehlt. Ja, ich meine noch, dass das froh ist und noch was einem fehlt. Dazu kommt man bestimmt halt auch noch. Mir ist schon nicht nur Solo-Sex gemeint, mir auch so, also wenn
erotische Berührungen mit den Händen am öffentlichen Raum oder am Busch zu zweit oder bei einem Date schon als sexuelle Aktivität wahrholt, hat natürlich eine Wahrholung von wie lange wie nie kein Sex hat, wie wann ein Sex versteht als Genitalkontakt zum Beispiel. Yes. War das da so lang, kein Sex zu haben? Für dich, auch vielleicht auch an einer Gesellschaft. Eventuell geht man darüber eine ganze Episode abholen. Ich muss schon immer daran denken, dass ich als Teenager, und ich mich dafür geoutet, dass ich als Teenager keinen Sex hat, wenn es nicht mit anderen Leuten, und noch immer fand, dass das ganz schlimm wäre, dass ich den nicht hatte, immer fand, dass andere Leute geben übertreiben. Also ich hatte relativ viele Leute in meinem Umfeld, die mir aber relativ viel gezählt haben, über hier emotional und Sexleben. Eine andere auch eine freie Moderatrice von diesem Podcast, und die Leute so erwähnen. Die haben dann halt so geschämt. So, alle hatte schon 3D, 2 Wochen, einen Monat, was weiß ich, kein Sex. Und ich schon immer so fand, ja, das ist ja gar nicht so viel. Das ist ja gar nicht so schlimm. Komm mal von dem heißen Pferd drauf und guck mal, wie Leute, die überhaupt nie Sex hatten, leben. Naja, ich meine, das steht halt auch ändert. Wenn den die echt mit einer anderen Person Sex hat, dann hört den auch einfach eine andere Vue darüber. Und hört den, der Erlebnis gehabt, und es will ihn da vielleicht doch genau das Erlebnis mir oft. Es geht vielleicht auch nicht das mechanisch oder einen Orgasmus zu haben, es geht vielleicht auch mehr das emotionale Erlebnis, das mit einer anderen Person zu haben, was den da vermisst. Ich habe aber immer noch keine konkrete Antwort darauf, weil ich fand, dass es für viele frohen Faktoren aufhängt. Also heinst du, können effektiv 3D ganz lang sein, und heinst du, kann im Mond auch nicht lang sein. Also das hängt immer ein bisschen von der eigenen Situation oder von dem eigenen Leidensdruck vielleicht auch, oder dem was den halt vermisst. Also für mich fühlt das von ganz vielen Faktoren aufhängt. Mir gibt es so ab 2-3 Wochen fängt es dann da aber an lang zu gehen. Wie ist das bei dir? Ich muss ein bisschen lachen, weil mir ist aufgefallen, dass wir ja schon eine Episode zu der Dauer vom Sex abgeholt haben, und dass wir nur eine zu der Dauer vom Nicht-Sex abholen. Ich fand das schön. Und das ist schon ein paar Jahre hier im Englisch, dass wir das gemäht haben. Wir setzen erst die Episode an Shownotes. Ja, ich meine, dass es effektiv von dem, ich nenne das mal Leidensdruck, aufhängt, den ihn hört. Also wenn ihr mega da drin leidet, dass ihr kein Sex wird, weil ihr Sachen, die Sex eingehen, vermisst, wie zum Beispiel körperliche Berührungen, dass das schon, oder eine Person, die gerade am Ausland ist, weil ihr eine Fernbeziehung hat oder weil die Person gerade an der Vakanz ist und dass sie ihn extrem verläuft, da können sich schon effektiv pro Tag oder Woche mega lang aufhören. Aber ich kann in meinem Leben schon auch Episoden von kein Sex haben, von Jahren, die man nicht so lang vorkommen sind. Und ich denke, da kommen wir nicht mit der Lange über Gründe zu schwätzen für kein Sex zu haben, oder? Ich meine noch nicht. Ich habe noch keinen Grund mehr, für nicht über Gründe zu schwätzen. Wie ein Grün sind da an den Kopf kommen? Oder an dein Herz, an dein Körper? Du weißt. Also den nächsten Grund, den habe ich hier am Anfang schon genannt. Und das ist schon keine Person, mit der ich keinen Sex habe, die ihr froh könnt. Ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was auch ziemlich auf Selbstbewusstsein schlagen kann. Und einfach, nicht immens flott ist, wenn man sich denkt, okay, ich schon einfach gut gehen, mit dem ich keinen Sex habe. Es hat für Gründe auch immer. Also ich muss sagen, ich bin doch einfach froh, dass ich nicht falsch aufgebeten bin an meinem Leben, an meinem freieren Leben, an meinem Teenager-Leben. Weil von zu einer gewissen Zeit hatte durchaus Kind den Sinn, dass ich so an die Incel-Richtung gerutscht wäre. Also ich will nicht viel über die Bewegung schwätzen, mit Durchspringen von dem Numm von der Bewegung wäre ja auch gar nicht so, wie sie heute sind, nämlich kein ultrasexistisch, misogyn Frauenhasser, mehr ein Forum für Leute, die nicht volontär keinen Sex hatten und sich darüber austauschen wollten und sich auch Tipps geben haben. Das ist eine interessante Geschichte, die der Begriff erwähnt sich geändert hat. Aber wie krass der Movement ist, weiß ich doch einfach,
dass der Leidensdruck immens hoch kann sein. Joel, ich muss sagen, ich bin immens froh, dass du den queeren Sex-Podcaster gibst, den du bist. Ich auch. Und es gibt natürlich auch mindestens genauso viel Gründe, für was in unfreiwillig uncelibatär ist oder unfreiwillig Sex hat. Und das meine ich nicht im Sinne von sexualisiert Gewalt oder so, aber einfach vielleicht, weil die Gesellschaft einem sieht, dass sie soll Sex haben oder möchte das halt so. Obwohl vielleicht andere Aktivitäten viel mehr gehen, viele wie Sex. An dem Moment. Also du denkst nicht zum Beispiel an so Mitsehen an einfach kein Lust tun. Und dann möchte ich halt aber, aber vielleicht wäre doch mehr flott, nicht in ein Buch zu lesen oder sich etwas viel zu lesen und zu kuscheln. Ja, also ich fand das immer spannend, den Gedanken, so, ja, mir vielleicht hast du die Sexkunde so gut fand an deiner Teenagerzeit und ich denke, dass das auch Stimme gibt. Und aber also dann immer bis so denen nicht gefühlt hat, den etwas geklaut kriegt, so als Singer-Jugend. Also das immer so ein zweischneidiges Schwert. Also im Jahrhundert Demo auch Leute gesagt, so, du wirst dann Sachen nicht erleben, die andere Leute einfach nicht froh sind, dass sie es erlebt tun. So, und ich bin noch relativ froh, dass ich so den Teenie-Beziehungsdrama nicht unbedingt so viel davon hat. Aber aber hört ihn dann Gefühl so, ja, mir da fehlt mir irgendwie so ein Teil von Apps, was irgendwie so eine kollektive Erzählung aus, wie Jugend funktioniert und so weiter. Ich merke nur, dass das vielleicht auch immer ein Stoff für eine neue Episode. Nee, ja, das wollte ich aber nicht so. Ja, aber statistisch ist es ja so, dass bis 18 Jahre ca. 50% von den Jugendlichen hier echte Keier hatten. Und das sieht nicht darüber aus, wie oft sie Sex hatten. Das kann auch einfach nur nächsten, sie hatten ein Keier mit 17,5 Sex. Und war kacke und haben sie mal 2 Jahre kein Sex mehr, weil, voilà, sie sich so irgendwie eine neue Person, weil man der echt aus nicht gehen, zum Beispiel. Das heißt, ich meine, das ist schon ein großer Teil von der kollektiven kulturellen Erzählung, die wir haben, mit der so eine Realität, dass mit 50%, also die Hälfte von den Leuten, was ja keine Minorität ist, hier echte Karriere nicht hatten. Also ich meine, du bist du nicht an der Innerzuhl unbedingt mit deiner Erfahrung. Gibt halt manchmal viel Druck von außen abgebaut. Und ich ging da auf jeden Fall zustimmen mit den Erfahrungen, wo ich vielleicht auch nicht so viel verpasst wird, weil also viel von meinen Jugenderfahrungen waren nicht mega gewaltvoll von anderen Leuten, mir gegenüber verschiedener schon, aber für allem gewaltvoll gegenüber mir selber durch den kulturellen Druck. Dass ich das Gefühl hatte, okay, ich muss das machen, ich muss gewisse Erfahrungen irgendwie pushen, weil sonst gehören ich nicht mehr dazu oder die Sachen, die an denen Magazine, Bücher, Serien, Filme gewisse kriegen, irgendwie nicht mehr da läuft. Und ich meine, dass ich ganz viel Sachen an meiner Sexualität nicht hat müssen neu lehren oder entlehren an meinen 20er an einem relativ anstrengenden Prozess, wann ich nicht Gefühl gehabt hat, dem kulturellen Skript so krass müssen nur zu gehen. Also, es gibt schon auf jeden Fall ein Teil an mir, den sich gewünscht hat, den Teenage-Drama ein bisschen mich Männer berühren zu lassen, so immer so. Aber vielleicht, und das ist aber von der Stadt, was schuld ist, mein Selbstwert durch andere Sachen mal zu holen. Und ich fand es überhaupt nicht überraschend, dass ich den Druck gespürt habe, weil, also für allem weiblich sozialisierte Personen kriege ich oft gesagt, du bist begehrenswert, nimmen, wenn du an Lauf von deiner Pubertät als sexuell attraktiv geholgest. Also ich denke, da gibt bis zu einem gewissen Grad alle Leute gesagt, aber eine Sache für den Selbstwert abzubauen, sie viel Männer valorisiert in unserer Gesellschaft gefühlt, so an dem Jugendzeitraum. Ja, ich kann da auf jeden Fall recht. Das ist etwas, bei dem sich durchaus kann an Gedächtnis rufen, aber hat gar nicht so schlecht, dass das mit der Statistik, das wusste ich gar nicht, dass das so, also dass der Wert so hoch wäre, das ist effektiv gut zu wissen. Aber ja, also es gibt hier nicht nur einen Grund, den vielleicht ein awkward Teenager ist und keine Person findet, die man denkt, Sex will haben, aber es gibt ja auch andere Gründe für keinen Sex zu haben. Ja, da habe ich natürlich für drin auch schon ein bisschen angespielt und Thema Asexualität. Wobei, wenn wir von Zelibatär schwätzen, hat das ja echt vielleicht etwas mit Beziehung zu tun. Und das weiß man nicht, dass in unserer
Gesellschaft schon so romantische Beziehungen als Sex ganz eng zusammen durchgehen. Also dass ihr Sex an romantische Beziehungen muss hun, für das dann ganz gut wie auch immer Beziehung ist. Also so ein bisschen die normale Vorstellung, die du han durchstößt. Nee, vielleicht auch, dass der Sex, wenn in einer romantische Beziehung passiert, und nicht eine Beziehung, die rein sexuell sind, vielleicht auch Männer wäre das so. Oder aufgewehrt wird auf eine Art und Weise, an so Slut-Shaming-mäßig irgendwie. An Asexualität stellt ein bisschen auf froh, dass Sex muss Teil von Beziehungen sein, überhaupt. Das Sex muss ein Bedürfnis sein, was den hurt oder entwickelt am Laufe der Pubertät. An Aromantik stellt eben auch froh, dass alle Personen sich auf die klassisch Rom-Com-Arterweise verleben oder sich Beziehungen vorstellen an so einem Sinn von verliebt sind, zusammenkommen, Freund kennenlernen, Familie kennenlernen, zusammenplündern, ein Konto zusammen haben, irgendwann ein 100 auf der Ehre kann er kriegen. Genau. Und das fand ich relativ essentiell für auch den Druck, den Leute empfangen an ihrer Jugend, an darüber heraus, aber auch an ihrem Erwachsenenalter ein bisschen rauszuholen, über den wir für Druck geschwärzt haben. Wie will mehr über Asexualität geworden gehen? An vielleicht über Demisexualität, dem verlinken wir die entsprechenden Episoden an den Shownotes. Asexualität wird witzigerweise Nummer 69. Demisexualität Nummer 126. Ja, an der Folge zu Demisexualität habe ich ja ganz lange mit Robin philosophiert. Was Grenzen zwischen Demisexualität sind, also zwischen et huet nëmme Lust op Sex, wann eng emotional Unzähung huet, an Tischcht einfach kein Lust op Sex hunn. An fir Mch huet die Auseinandersetzung Jo mat der op jeden Fall viel Sachen ugestoß, wie hin an der Episode gut kann nur verfolgen. An auch nach weiterhin ausgeläst, dass ich wirklich am Anfang gemerkt tun, ja, kann sinn, dass ich vielleicht demisexuell oder im asexuelle Spektrum sehen oder auch nicht. Also am Anfang nicht so wichtig, aber dass ich keinen Bock auf Sex habe, ist einfach kein Problem. Und das war also so ein emotionalen Learning an der Beziehung zu mir selber und auch an der Beziehung dann zu anderen Leuten, den einfach ziemlich aschend war für mich gefehlt, die letzten Jahren. Hast du dann noch schon den Gegenteil, dass der Partner in hast, wo gesagt hat, nee, ich habe keine Lust auf Sex und du hast es aber gehabt? Seelen, genau. Also meine Erfahrung ist echt, dass ich irgendwie nicht so motiviert bin. Und die andere Person dann Lust können sozusagen, verbal oder nonverbal. Und ich dann gucken, ob ich quasi mich darüber alles so kann oder auch nicht. Und meistens habe ich als andere Gründe wie Sex. Also meistens fand ich dann körperliche Berührung schön oder die Intimität, die du durchkönnt oder die gemeinsame Erfahrung oder vielleicht auch das an den Körper kommen, also dass ich bin eine Person, die relativ viel an ihrem Kopf unterwegs. Ich meine, das ist einfach auch gesellschaftlich so, wie man beibrucht kriegen, zu denken, nämlich mit unserem Gehirn. Und gehe schon viel Praxen, die probieren, durch den Body-Mind-Split, also die Trennung irgendwie nur zu bringen, wie Meditieren oder Yoga oder irgendwelche Entspannungsübungen, Atemübungen, Sport, Tanzen und so. Und ich denke, du wenn's das mal Sex oft gut. Emotional, mir auch, also als ganz Person sozusagen. Und ich fand das gut genug drin, ehrlich gesagt. Und das sind aber auch genauso gut drin, kein Sex zu haben, weil ich mir denke, ich könnte ja eine andere Aktivität statt das initiieren oder vorschlagen. Ja, ich kann ein bisschen beides. Also sowohl, dass ich so keine Lust tun, aber auch, dass andere Leute keine Lust tun. Teilweise wäre das dann so ein bisschen schwer nur zu verzeihen, wieso Leute gerade keine Lust tun und das läuft mit mir zu tun hat oder nicht. Ich meine, das ist etwas, was die muss lernen, dass das nicht unbedingt etwas mit einem selber zu tun hat oder dass das nicht eine persönliche Beleidigung ist, wenn eine Person nicht super hot auf ihn ist. Aber wenn das halt undauert, da kann ja immer mal probieren, darüber zu schwätzen. Es ist auch nicht mit allen Personen leider immer möglich gewesen, ein gutes Gespräch zu führen. Aber bon, ich meine, hatten die Beziehungen dann auch schon andere Probleme. Und das ich selber keine Lust, und das ist relativ neu für mich.
vielleicht tut ein etwas am Alter zu dienen, vielleicht tut auch einfach etwas mit Lebenssituationen an Straße und so weiter zu dienen. Aber ja, ihr könnt auch 4 an schon da noch nicht so ganz mein Weg fand, muss ich sagen. Also das, was du gesagt hast, das sind am Anfang interessante Pisten. Ich sind aber echt dann so die Person, die sich denkt, ah ja, am Anfang, also das geht irgendwie so 2 Niveaus. So, am Cup hätte ich Lust, aber am Körper sind ich irgendwie zu mit oder zu platt oder einfach haben nicht die Energie für das zu machen. Und dann also so, ja, hin und her gehabt und das ist irgendwie kein immens gut Gefühl. Und ich fand, kann ich aber weh erfahren, für das ein bisschen an eine Balance zu bringen, für auch mehr Lust zu kreieren. Ja, also mir fallen dazu 2 Sachen an. Erstens, dass der Körper zu mit ist. Also, dass es wirklich so körperlich Gründe gibt. Für wer die keine Lust auf Sex hat, meine ich relativ heftig so aus. Sie wird ja keine Zeit für Bewegung, Alter, neue Medikamente, wie zum Beispiel Antidepressiven oder auch einfach chronisch krank zu sein. Also, an du willst mitzusehen oder gerade einen Grip gehabt zu haben oder so, sich davon zu erholen. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ihn sollt vorholen, sozusagen. Und wenn ihn dann trotzdem will, etwas machen, obwohl der Körper zu mit ist, da hatte ich noch ein paar Tipps für dich. Über die kann man eigentlich spät schwätzen. Aber ja, das ist auch eine von den Erfahrungen, die ich die letzten Mal gemacht habe, sind, ich werde das letzte 1,5 Jahre chronisch krank gehen. Und das tut schon auch, also wie mein Körper quasi am Moment drauf ist, einen extrem starken Einfluss. Ob die Entscheidung gehabt, kann ich mich gerade ob die Aktivität Sex, wie auch immer, den ausgeseit oder nicht anlassen. Und der Zweite, was mir dazu auffällt, ist, dass Stress das wird am meisten bei sexuell Brems trippelt. Also Damelin Nagoski beschreibt aus seinem Buch Come As You Are, von dem ich die ganze Zeit am Anfang nicht mehr schwatzen, an nur die Special-Rubriken dazu gemacht habe, beschreibt den Dual Control System, also ein System, das quasi von 2 Sachen kontrolliert wird, wenn dem Lust geht, an der den als Brems, an der anderen als Gaspedal. Bei der Gaspedal kann ich so ein bisschen überlegen, was möchte mich am Anfang welchen Kontext von der Schlott und so, aber der Brems geht wirklich den häufigsten Grund, für was die keine Lust auf Sex hat, nämlich Stress. Ob der Arbeit, mit irgendwelchen Kollegen, Streit, WG-Konflikt, mir aber auch Konflikt mit sich selber, ich fühle mich nicht gut mit mir, meine Routine gefallen mir nicht, ich habe schon nicht gepackt, hier und dort zu machen, meine Einkaufslust, also die klangen große Stressoren, die es auf unserer Welt so gehen. Genau, und du hast paradoxerweise keine zu geholfen, wenn ich Sex hat, weil etwas, was bei Stress mega gut hilft, als körperliche Aktivität, also spazieren, Sport und so weiter, weil dann als Körper halt einfach den Stress sozusagen verstoffwechselt. Und das feiert den dann halt zu einer schwierigen Situation. Und ich fand auch so die pure Minuten am 1- oder 2-stelligen Bereich, wo in von so kuscheln oder sich Kuss gehen oder knutschen hinzu, wie sexy Göttlo quasi als Interaktion, sind schon auch oft überfordernd, weil du einfach also so viele Sachen gleichzeitig passieren. Ich fand, das soll den auf jeden Fall unerkennen. Fallen dir noch andere Gründe an, für kein Sex zu haben? Also du hast ja schon genannt mit Krankheit eben, und ich meine, zu weit fort hat man auch schon genannt. Sonst fällt mir nicht direkt noch etwas an dir. Spontan ist man nach Safer Sex angefallen, also wenn ihr kein Kondom dabei hört oder Angst hört, dass die eigene Spiral verrutscht ist oder ihr sonst kein irgendein Risiko haben am sexuellen Kontakt, trägt das hier schon eine Bremse von der Lust. Ein bisschen haben wir schon darüber nachgedacht, wenn wir von den Gründen weggehen, was das auslöst an einem selber und auch an Beziehungen, wenn ihr kein Sex wird. Du hast schon ein bisschen angeschwärzt, dass der Selbstwert, den eigenen davon betroffen ist, also froh von sind ich für keinen attraktiv oder so. Und ich meine, das ist eine Frau, die nicht nur am Teenageralter beschäftigt, mir auch am Erwachsenenalter. Und also wenn ich sexualpädagogische Workshops habe, probiere ich immer mit den Leuten ein bisschen durchzudenken, was brauche ich dann überhaupt für Sex? Und bis das zu einem Moment kommt, wo in einer Person will so nur kommen, also vom ersten, ich gesehen eine Person aus dem A-Winkel oder sie fällt mir ab, hin zum Instagram-Kontakt kriegen oder Nummern austauschen, sich gut verstehen, bis das dann
die Beziehung so ausgeseit und so ausverhandelt hat, kann schon wirklich mega lang sein. Also natürlich gibt noch Leute, die so sind so, oh ja, One-Night-Stand, für was nicht, wir machen also auf Tinder ein Date aus. Mehr Statistiken weisen auch, dass die meisten Leute, die meisten Sex und auch den erfüllendsten Sex haben, Beziehungen, die sich halt ein bisschen mehr lang abbauen. Also so die lange Beziehung abzubauen, hat man eigentlich auch schon einen signifikanten Einfluss auf Selbstwert. Auch weil als Gesellschaft da steht, dass den das soll man, I guess. Ich denke auch, wir können selber so weit zu sein, für zu sagen, ich bin ready für ein One-Night-Stand. Brauche ich noch ein gewisses Selbstbewusstsein. Und das baut den über Jahre ab und nicht dadurch, dass den an Pubertät kommt. Also ich meine, bei den nicht, leider ist es auf jeden Fall einfach so, dass es auch einen gewissen Lehrprozess gibt. Und das ist halt leider auch das, was an dem Alter, wo ich denke, so zurückkommen, so schwer ist, dass den das nicht checkt, so direkt. Dass den vielleicht selber noch gar nicht ready ist. So, auch wenn ich denke, ja, ich will unbedingt Sex haben, und dann wir ihn vielleicht aber noch gar nicht so ready. Und das weiß ich da vielleicht auch daran, dass er den halt nicht ob die richtige Art und Weise vielleicht so geht, und vielleicht gar nicht so die Kontakte sich, die ihn dafür braucht, oder nicht halt nicht fähig ist, anzugehen. Das nicht heißt, dass es keine Leidensdruck gibt, du willst, mehr. Das ist halt dann so eine schwierige Situation, wo halt du einfach ein bisschen Zeit braucht, bis ihn da rauskommt. Ja, also trägt auf jeden Fall so Selbstbewusstsein, wenn ihn keine Person hört, die er froh könnt. Ich denke, es ändert etwas im Selbstbild, wenn ihn Gefühl hat, schon selber überhaupt keine Lust, oder mein Partner ihnen keine Lust für mit mir Sex zu haben. Also das eigentlich vielleicht noch mehr einfach zu behirven, indem sie sieht, okay, es leid nicht um mir, es leid um der Person, weil sie zu viel Stress hat, weil sie sich nicht gut fühlt, weil sie krank ist, weil halt einfach gerade die Lust nicht da ist. Ne? Leute haben unterschiedlich groß Libidoen an unterschiedlichen Zyklen, wo hier Libido abkommt. Heißt, was du einfach froh vom Timing. Stimmt, ja. Aber die froh für sich selber ist schon selber keine Lust. Das möchte schon auch etwas mal denken, wo dann aber mich schwer ist, für da umzugehen. Also fand ich, was ich weiß nicht, wie dir da gegangen ist. Ja, wie gesagt, den Moment, wo ich gecheckt habe, kein Sex ist gleich kein Problem, hat sich den Konflikt, den ich mit mir selber habe, irgendwie ein bisschen abgelöst. Also weil sich einfach den Druck abgelöst hat, den ich, ja, dadurch als Sozialisierung so mitgekriegt habe. Du musst Sex haben, du musst Lust auf Sex haben, wenn du keine Lust auf Sex hast, und das am besten 1 bis 3 Mal in der Woche, dann ist irgendetwas falsch mit dir oder mit deiner Beziehung. Wirklich zu verstehen für mich, dass das einfach nicht stimmt. Und zwar nicht nur verstehen an meinem Gehirn, mir auch so auf allen Ebenen. Ja, hat das entproblematisiert. Was nicht heißt, dass bis da sie dahin können, quasi zu verstehen, dass selber nicht das Problem ist, wenn ihr keine Lust auf Sex hat, nicht mega belastend ist. Und ich meine, so geht es eine ganze Jett Leute. Und ich fand, weil ich nicht beibracht kriege zusätzlich, weil ich schon mal ein bisschen erschaffen, also ich nenne das Ambiguitätstoleranz. Also, dass es okay ist, ambivalent Gefühle zu haben. Das ist okay, wenn ich gegenseitig Gefühle zu derselben Situation habe. Das ist okay, wenn ich gleichzeitig Lust oder keine Lust auf Sex habe. Das ist okay, wenn ich gleichzeitig überfordert bin, davon Sex zu haben oder allein von der Idee, irgendwann Sex zu haben, und eine Sehnsucht danach, dass ich die Erfahrung habe. Und ich meine, dass den Umgang mit so Ambivalenzen ich an meiner Jugend so gelesen habe, dass ich einfach die eine Seite dann ignoriere. Das ist absolut normal, dass man die ambivalenten Gefühle haben, weil wir kriegen sowohl von unserer Gesellschaft ja beibracht, pass auf, Sex ist gefährlich, du kannst schwanger gehen, du kannst Krankheiten kriegen, Sex ist nicht mehr für slutty Leute, die keinen Unstand haben, das ist moralisch falsch. Darüber schwarze sie nicht, wissen Sie, die ganz Botschaften, die man da kriegen, aber gleichzeitig kriegen wir Botschaften, hey, du bist ein Teenager, hey, du bist ein Erwachsener, sie ist eine ultrasexuell aktive Person, mega flott, attraktiv, mit multiplen Orgasmen, lo. Und du findest also extrem normal, die gegenseitig Gefühle gleichzeitig an sich zu spüren. Und die auch können ab Beziehungen zu verbalisieren. Und das meine ich so ein bisschen, weil ich schon in der Überlegung natürlich gemerkt habe, wie gehen die immer da wenn dann PartnerInnen Gefühle dazu haben, wenn ihr selber keinen Sex will haben. Das ist, meine ich, ein wichtiger Tipp. Also mir hat es geholfen bei meinen PartnerInnen, wenn ich ihnen Mengen ganz unterschiedliche Gefühle zu, für was ich keine Lust auf Sex habe oder nehmen. Ein bisschen Lust auf Sex haben, den anderen Teil, der keine Lust auf Sex hat, mir groß ist, für ihn das irgendwie zu erklären. Und ich fand, soll den auf jeden Fall den Abschluss
den auch wann Leute gut daran sind zu so tut nicht mit mir zu dienen, die einer Person ist chronisch krank oder mit oder so, soll den trotzdem den Abfluss von Sex hun op de Selbstwert für Sänger Partnerin woholen, weil ich meine das total normal, wenn sich Leute frohen, hey, für was tust du Sex mit mir, götte de Problem mit mir, götte de Problem mit also Beziehung. Und ich denke, dass oft Probleme entstehen, weil ihr nicht darüber schwatzt, dass es kein Problem gibt oder auch, dass es ein Problem gibt. Ja, das sind alles Sachen, die muss rausfinden und die nicht so einfach sind, auch für darüber zu diskutieren. Mega. Ich fand das doch schwer, jeweils zu verbalisieren, weil, wie du siehst, in einfach immens conflicting Gefühle an sich schuld, und schon das Video auch schon beschrieben, so ich bin ziemlich gestresst, whatever, für Sex zu tun, aber wildes so. Ne? Das ist dann auch schon schwierig, für das irgendwie auszudrücken. Also das méi einfach so ich sie gerade mit wie zu so schon gerade mega konfliktigen Gefehler an das alles bisschen komisch und ich kann nicht richtig beschreiben. Natürlich sind da vielleicht echter ich sind sie mit ja und dann kriegt eng Person nur irgendwann nur der 10. Keier ich sind sie mit ja aber irgendwie macht das wahrscheinlich nicht nimmen und damit ich geht leid beziehungsweise freut sich wie super du immer dann mit wann ich dich gerade frohen für Sex zu hun ich gif du echt méi oppe sinn wie zum Mann. Ich denke, das ist einfach ganz schwierig für das auszudiskutieren, weil es ja einfach auch mit dem eigenen Selbstbild zu tun hat, und mit dem Selbstbild von der Person, mit der ihn dann kein Sex hat. Ich stimme dazu, und wenn ich gemeint habe, über ambivalent Gefühle schwatzen, habe ich vielleicht auch nicht unbedingt an dem Moment selber geschwatzt, mehr so ein bisschen quasi, wenn man merkt, oh, das bei der andere Person auch kommt, dass ich keine Lust auf Sex hat, dass vielleicht schon die 3. Kehr passiert, aber 4 dann nur der 10. Kehr die Person Wut in Brand sieht, du hast nie Lust oder mega traurig ist oder so, also ist gut, vielleicht einfach ein Gespräch darüber zu eröffnen, weil oft auch so die Mixed Messages dann zu checken von schon Lust, mich schon keine Lust, an der Situation selber auch mega verwirrend kann sein, wenn ich noch nicht selber überhaupt weiß, was los ist. Und ganz oft hilft es, bevor ihr mit der Beziehungsperson darüber schwätzt, mit sich selber darüber zu schwätzen, dann ein bisschen abzuschreiben oder auch mit einem guten Freund, einer guten Freundin über die Sachen zu schwätzen, für sie so ein bisschen selber zu sortieren. Muss ich nicht, aber ich merke oft, dass ich ein bisschen unfair fand, so Mixed Messages einfach so der anderen Person zu präsentieren, weil man einfach geleiert tun, dann irgendwas muss ich mit der Information zu machen. Aber für mich vielleicht selber schon Lesungen von zu haben, wie ich das kann verbalisieren. Für das die andere Person das nicht als Appell hält, weil du kannst sie ja nicht erfüllen. Du kannst ja nicht gleichzeitig sagen, okay, sag's hun. Wobei das nicht ganz stimmt. Das stimmt nicht ganz. Das ist so eine Lesung für Sex, während du kein Sex hast. Oder hast du eine Idee für Alternativaktivitäten? Ja, das ist, worauf ich raus wollte. Was mir auch geholfen hat, ist zu verstehen, wann ich Lust hat, Sex zu haben, was ist am Anfang da, ob ich wirklich Lust habe. Und dann zu gucken, was für andere Sachen erfüllen das auch. Und schon die 4 Sachen mal abgeschrieben, mal, die ich da so. Und da können wir ja vielleicht noch ein bisschen weiter brainstormen, ob es andere Sachen noch erfüllen. Das erste ist, was ich dann heinz zu Lust tun, ist Körperkontakt, Berührung und Intimität. Also körperlich emotionale Intimität. Und da wären Aktivitäten, die ich als Tipp gegen mitgehen, so etwas wie eine Massage. Und das kann eigentlich nicht sexuelle Massage sein. Einfach so der Körper berühren von der anderen Person oder dass die andere Person den eigenen Körper berührt, hängt ein bisschen davon auf, wie genau das Bedürfnis ausgesagt, ob was die andere Person Lust hat. Oder plakisch kuscheln. Das fand ich eine extrem coole Lesung, weil in ja meistens sich ganz plakisch am Bett nimmen aussteht für Sex zu haben, mir einfach plakisch am Bett zu kuscheln, vielleicht nicht so organisch entsteht oder so, weil bei dem Ausdoen so etwas Sexyes mit dabei ist. Mir ist schon auch das Gefühl, dass viele Personen Sex appreciieren, dass du nur plakisch kuscheln, weil er sich so nur verbunden spielt. Aber wenn ihr das Gefühl hat, überhaupt fehlt da so ein bisschen an Intimität, kann man sich auch einfach ein Rendezvous gehen. Also, hey, wir probieren einmal an der Woche, also einen Timer zu setzen von 20 Minuten, einer Stunde, an irgendetwas zu machen, was für uns intim ist. Und das kann sie plakisch kuscheln, das kann aber auch andere Aktivitäten sein, die du nimmst, wie eben die Beziehung ausgesagt. Und so, das auch, also klingt so ein bisschen rational, aber das funktioniert relativ gut, was ich als Erfahrung von anderen Leuten als eigene Erfahrung kann berichten.
für mich klingt das eine Menge Erfahrung, nur 2 Aktivitäten, die auch einfach dazu feiern können, dass den dann Lust auf Sex kriegt als Person, die für den nicht so viel Lust oder nicht so viel Energie hat. Also das hängt natürlich immer von der Gründe auf, wenn du einfach gar keine Energie hat, da wird den so nicht kriegen, dadurch, dass den plakisch am Bett liegt. Aber bei mir holen so Sachen aber auch schon dann geholfen, dass das einfach nicht so direkt Lust so quasi auf 100% wäre. Aber wenn den dann bis ein bisschen gekuschelt wird, an sich gepackt wird, dann habe ich mal, hups, hatten alle 2 Personen Lust auf Sex. Also das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, dass das so einfach so ein Starterhilfe braucht. Oppassen, dat is auch eng Stolperfalle, wann en Gefühl huet, okay, als wenn man als Intimitätsfeierstunden oder Stunden hun, könnt aus der Aktivität, die man als 4 holen, dann Sex baut sich den Druck rum ab. Das heißt, du musst manchmal gut aufpassen, dass nicht das Problem quasi wieder hält, sozusagen. Weil, ehrlich gesagt, und das ist schon ein bisschen ein Spoiler, mir die beste Art für Sex zu haben, von in der Beziehung, weil Sex haben aber keinen Hut, also schwer zu holen, kein Sex zu haben. So und dazu noch ein bisschen mehr. Ich gehe noch weitermachen mit meiner Abzählung, weil mir war ja recht beim ersten Punkt, Intimität und Körperkontakt. Punkt 2, spannend und aufregend, verbannend Erlebnisse hat man den Hund. Also etwas zusammen erleben, was Adrenalin auslöst, was die eurem zu mehr Verbundenheit feiert, was irgendwie etwas Neues ist, was aufregend ist schon auch ein Teil von Sex oder kann ein Teil davon sein. Hier wären Aktivitäten, die ich proposiere gegen Achterbahn fahren oder wenn nicht gerade vor ist, irgendwo hinfahren, wo es ja, keine Ahnung, wie Seeklammer gehen oder an der Vergnügungspark oder was auch immer, wird mich zu der zweiten Aktivität feiert, Ausflug. Also einfach zusammen auf einen Platz fahren, wo ich noch nie war. Und du irgendetwas machen. Und an der Natur spazieren gehen, an der Musik gehen, whatever. Da gehe ich über zum Punkt Nummer 3, nämlich einen entspannten, gechillten Zeit zusammen verbringen. Wo ihr vielleicht auch so ein bisschen Spaß habt. Hier wären meine Propositionen spielen, also irgendeine Gesellschaftsspiel zum Beispiel, oder vielleicht auch basteln, irgendwie zusammen kreativ sind. Weil ich denke, für so eine gechillten Zeit zu haben, als vielleicht oft so Serie gucken oder Filme gucken, ob es war den zusammen möchte, du kannst ja noch währenddessen kuscheln, das ist auch flott, mir da fällt oft nicht das Gefühl von zusammen etwas machen, zusammen etwas gestalten. Genau, du willst Spieler spielen. Ich spiele nicht so gern, aber es gibt so 2, 3 Gesellschaftsspieler, wo man relativ viel Spaß machen. Und das kann auch da mega unterschiedlich sein. Also es kann in Oves an einer Bar ein Stapel Karten holen, neben sich ein Getränk bestellen oder es kann einfach daheim am Pyjama mal jetzt frei etwas spielen. Also das ist natürlich die Bandbreite auch relativ groß. Ja, also du hättest eigentlich just so ich gebe dann auch ein Landsbrierchen für Roleplaying-Games. Ich denke, dass du auch viel neu erleben, an dem Sinn an einer Rolle schlüpft von einem fantastischen oder wie auch immer Charakter. An die andere Person, das vielleicht auch möchte, vielleicht tun die 2 Charakteren ja dann auch ein Romanz oder auch nicht, oder sie hassen sich. Also sicher viel Dynamiken, die ich kann damit ausspielen. Und schon ein Tipp für zu basteln, weil ich denke mal immer so, ich finde es gut an so handwerkliche Sachen, an der Schule etwas entdeckt, was für mich super gut funktioniert, was nicht viel Aufwand ist, was nicht viel kostet, was am Anfang wirklich gratis ist. Also ich meine, die meisten Sachen haben Leute daheim. Zwar geht es um Collage machen. Ja. Die meisten von uns haben irgendwelche Zeitungen abonniert oder kriegen irgendwelche Gratis-Zeitungen an ihr Bord geliefert oder halt einfach Reklamen. Am schlimmsten Fall nicht keine Reklame, wenn ich Sticker kurz rauf und dann kriegt er schon innerhalb von einer Woche so viel Material wieder gar nicht verschnippeln und verpischen könnt. Ich fand das eine super Aktivität, auch gerade für 2 eine Person schneidet, die einer Liedsachen zusammen. Kann ich noch drauf schreiben oder mit Stifter irgendetwas umholen oder so. Das ist eine relativ vielfältige Methode. Ja, und kann ich es entweder zusammen machen oder allein. Weil du doch flott fandest, als so Sachen, die in der Kindheit oder Jugend gelehrt wird, vielleicht so zu reaktivieren. Und die eine Person kann vielleicht, ich weiß nicht, von der Boom die Person Strecke beibrächt, kann stricken und kann das erweisen, und die andere Person kann irgendetwas schnitzen. Genau, und da kann er sich auch so ein bisschen unter Hand holen gegenseitig. Das feiert uns zum Punkt Nummer 4. Das ist der Punkt Nummer 4. Emotional Intimität. Das ist schon ein bisschen bei Punkt Nummer 1 mit dran, mit der körperlichen Intimität. Natürlich, die 2 Sachen sind nie getrennt. Wie wirklich so
ein bisschen emotional an Dave zu gehen und dadurch auch ein Gefühl von Verbundenheit, Nosehen an Sicherheit auch an der Beziehung zu kreieren. An Hai hunisch Menü vielleicht so Karten mit Beziehungsfrohen, also der gibt da extrem viel am Internet, also wirklich auch so für Leute besser kennenzulernen, mit Frohen von was schätzt du und dir besonders oder was schätzt du mir besonders oder was ist deine schönste Kindheitserinnerung oder halt so Sachen, die ihn am Alltag vielleicht an Beziehungen nicht mehr so beschwatzt. Wir können einfach mir konkret Beziehungsfrohe sehen zu, wie hältst du gerade als Beziehung vor. Also du hast lokal spezifisch Sat zu empfehlen, weil du ein bisschen googelt von sich extrem viel Sachen und du kannst ja auch die Videos zum Beispiel mit Leuten, die sich 1,5 Minuten an da angucken, was das man nämlich. Also da ist auch irgendwie vielleicht so irgendwie spielerisch Rugehensweise, wo ihn vielleicht so ein bisschen mehr an so einen Daven Talk rackend, weil ich schon Gefühl habe, dass ihn oft so Deep Talk möchte, entweder wenn das Problem an der Beziehung gibt, dem muss gelöst gehen und dann schwätzt ihn eben wie lange mehr ausführlich über Sachen, weil ich schwört fand, dass dann Deep Talk immer so problembehaftet ist oder an so Momente, wo ihn sich extrem körperlich no Sex zum Beispiel oder auch beim plagisch Kuscheln, mehr es muss ihn nicht nimmen de Weg gehen, quasi von so der körperlichen Intimität für zu einer emotionalen Intimität zu kommen. Ja, es kann in der Stadt zum Beispiel einfach ausmachen, auch, dass einmal den Mond mischt. Also mein Partner und ich haben das so gemäht und das dann office und dann immer eben dafür verantwortlich. Ich bin nicht so gut daran, das zu organisieren. Mal gucken, ob ich für diesen Monat noch hinkriege, den heute noch für dich. Aber ja, also fand ich aber ein gute Sache. Aber wenn sich das so regelmäßig vorhält, dann könnte das doch einfach mir oft vier. Und das feiert dann zu mehr Intimität. Und das ist vielleicht dann auch ein Weg aus einem Lach. Ja, und ich habe ja schon für drin angeteasert, wenn ein unfreiwillig keinen Sex hat, weil wir wissen ja, kein Sex ist kein Problem. Wir wenn aber irgendwann Gefühl hat, geht das für mich ein Problem, weil ich will gerne Sex, aber ich weiß nicht so richtig, wie man das noch im Neu aufhängen soll. Was mega normal ist, weil ja effektiv, wenn man sich emotional mehr nah ist, gut kann, dann in einer Beziehung, gehen verschiedene Sachen auch mich schwierig, wie vielleicht mit Leuten, die ihr nicht so gut kennt. Und dann möchte ich einfach mal. Und da, den Tipp mit dem Kein-Sex habe ich natürlich nicht erfunden. Ich habe erlebt und dann habe ich dem Amelie Nagoski sein Buch gelesen und hat war so, hol dir 4 Kein-Sex zu holen. Mach alles, mir Kein-Sex. Und da geht es um eine Freundin von ihm, was ihm gesagt hat, ja, irgendwie, wir packen das nicht und so, seit Jahren, Und was da geschieht ist, dass sich so viel Sexual Tension abgebaut wird aus dem mit dir verlor Sex hun raus, dass du aber Sex hatte. Was nicht unbedingt immer den Ausgang muss sehen, mir für was das so gut funktioniert, als auch weil den Druck raushält. Weil Situationen nicht sowas, meine Beziehungsperson berührt mich lo Arm und ich denke lo, mal drüber no, dass ich am Anfang Nacht was muss machen und mega besorgt sind über die Schnappes und fuck, mein Kopf geht weh und am Anfang, oh nee, wie weit gehen ich schon berührt. Und da gehen es Berührungen, die so Stress auslösen, Berührungen von, meine Beziehungsperson berührt mich lo Arm, mehr sie will wahrscheinlich kein Sex, also wenn sie Sex will, wir haben no Sexregel im Moment, kein Problem. A.k.a. kein Druck, kein Stress. Und ich denke, dass sich viel zu holen, kein Sex zu haben, das Skript, den wir alle gut beibringen kriegen, von wie Sex auflebt, nämlich sich ein bisschen unnähren, sich irgendwo live kraulen, knutschen und dann immer mehr ausdauern und irgendwann ein Cabaret den Intim Platze von einer anderen Person, irgendwann ein Genitalkontakt, dass es den Auflauf so ein bisschen außer Kraft setzt, weil ihn dann an dem Moment nicht mehr das möchte, ob da die wirklich geschlossen wird. Weil den Auflauf geht ja nicht mehr, weil du den so aufgemacht, wir machen den Auflauf nicht. Wir gehen nicht den Toten weh. Make sense? Ja, also du guckst frohend. Glaube ich dann nicht so. Ich glaube dann nicht so ganz, dass das funktioniert, mich vertrauen da aber, dass das wirklich funktioniert. Ja, also das klingt ein bisschen paradox, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das relativ sehr wahrscheinlich so gut funktioniert. Ja, du musst aufpassen. Also dir will nicht kein Sex haben, für dann sich zu denken, aber mal okay Sex und dann nochmal Sex. Mit muss ich wirklich durchziehen. Eine Zeit lang, die sich ausgemacht wird oder die seht unbestimmt Dauer, bis das drin mal so ein Ablorem, wirklich probieren durchzuziehen, kein Sex zu haben. Probiere das. Also ich hatte eine Situation, dass dann eine Beziehung für mich so war, dass man kein Sex haben, wenn es safer Sex Sachen. Und das war eine von den besten sexuellen Rencontres, die ich in der Beziehung hatte. Das war wunderbar.
Seitdem gelebe ich oder seitdem, also es mal relativ allichten vorkommen, wo ich Kommercio gelesen habe, dass das eine gute Strategie ist. Bevor wir aufschließen, wird mir aber noch wichtig, darüber zu schwatzen, was Situationen sind, wo ihr keinen Sex hat, wo es ein gut Zeichen für die Beziehung ist oder wo beide Personen nicht unbedingt Gefühl haben, dass sie an einem Lachstierchen, mir dass es echt ein bisschen abgeht, dadurch, dass sie keinen Sex haben. Schon so eine Ahnung, aber so nicht so ganz verschiedene Situationen noch nicht. Vielleicht kannst du einfach erklären, was du da meinst. Ich denke an so bisschen Beziehungen, die entweder so ungute Mustern haben, aber wo Sex ein von den unguten Mustern ist, oder auch Beziehungen, die einfach andere Formen von Zusammensinn und Intimität entwickeln, sodass Sex einfach mal wichtig ist und das nicht schlimm. Also da kann ich auf jeden Fall mal dazu stimmen, wenn du siehst, dass das dann gut, wenn ich keinen Sex hat, oder das ist auf nicht schlimm. Ich fand, kein Sex ist gleich kein Problem. Eine ziemlich gute Erkenntnis, die du halt mal auf den Weg gehen hörst. Wenn ich sich dann am Hinterkopf behält, dann kann ich wahrscheinlich für mich entspannt ganz viele Sachen rumgehen. Aber wichtig geht ja immer darum, daraus von was für ihr selber und für Partner, Person sich gut auffühlt. Aber wenn das ist, wir haben alle 3 Mal den Tag Sex, Gratulation. Wenn das heißt, wir haben alle 3 Jahre einen Sex und sind super zufrieden damit, auch Gratulation. Absolut. Also super für euch. Also das gilt halt daraus von was für ihr selber gut ist, aber was für die andere Person auch gut ist. Aber wenn sich das nicht über den Nähe schneidet, aber nicht so grave Probleme gibt, da kann ich immer noch darüber diskutieren, was für Lesungen es gibt. Wir haben ja ganz viele Episoden schon gemäht über verschiedene nicht monogamen Beziehungskonzepte, das für dann etwas, was den sich zum Beispiel kann angucken, wenn so Sachen ganz krass nicht über den Nähe schneiden, die Leidensdruck groß ist und sich denkt, ja, das wäre etwas, was Kinder eine Lesung sind. Ja, absolut. Also ich kenne zum Beispiel ein Couple, wo die eine Person asexuell ist und dann die andere Person, die nicht asexuell ist, einfach Sex an hier eine andere Beziehungen hat. Also auch du. Kein Sex, kein Problem. Ja. So einfach ist das. Und dafür schwätze ich mir ganz stumm. Ja. Ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht, als nur zu lassen. Mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir zu schwätzen, Joel, wie immer. Ich habe ganz viel gelernt, wie immer. Das ist schön. Ja, ich hoffe, wir hören uns geschwind. Und weiterhin erst alle Guten, viel Spaß beim Sex, aber keinem Sex. Genau, bis dann. Ciao. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh. Was sind Intimpiercingen? Intimpiercingen oder Genitalpiercingen sind Piercingen am Bereich von der Vulva, dem Penis, der Klitoris, den Hoden oder der Brust. Wo verschiedener sich denken an einer sexy. So hat die Körperschmuck viel Bedeutungen. Fadet mit den Piercingen ob sich wird, für was sie in der Haut gehen und worauf ihn aufpassen soll, darum geht es an dieser Rubrik. Genitalpiercingen können eine kulturelle Bedeutung haben. Bei den alten Ägypter zum Beispiel waren sie Symbol von Fertilität. Am alten Rom waren sie eine Art, den sexuelle Plaisir zu erheben und sind ästhetisch als Schönheitssymbol gesehen. Sie gehen auch zu ritualistischen Zwecken genutzt, zum Beispiel für Divorcegin zu symbolisieren, als Zeichen von Status, von Maturität oder einfach als Schmuck. Am Hinduismus zum Beispiel sind Intimpiercingen eine Art und Weise, sein Hijab zu verschiedenen Göttern zu weisen. Kulturell gesehen kann so ein Piercing eine gewisse sexuelle Offenheit signalisieren. So sind zum Beispiel Personen, die sich gerne plagisch weisen und so Schmuck interessiert. Das kann an einem Nudisten-Kontext oder einem Swinger-Kontext sein, zum Beispiel auf einem FKK-Strand. Auch Punk, Goth oder BDSM-Gruppen sind mehr offen für so Schmuck. An der BDSM-Community wird auch die Praxis von Play-Piercings mit dem Unterschied,
dass die nicht permanent sind, am meistens nur der 10 rausgeholt gehen. Auch an der LGBTIQ plus 10 sind so Piercingen eine Art und Weise von Ausdruck, Identität und Rebellion gegen die Heteronorm. Es kann auch eine Art und Weise sein, sich von körperlichen und sexuellen Normen zu befreien und selber frei über seinen Körper zu entscheiden. Wie all Trans gehen nicht immer Personen, die so ein Piercing haben, und andere dazu verleiten können, diesen Trend auch nur von der Mode zu folgen. Wie Arten von Genitalpiercingen gibt. Wobei es ganz viele Möglichkeiten gibt, sind hier die gängigsten. Penis gibt es den Prince Albert Piercing. Dabei geht diesen durch Dächel und durch Tarnröhre gestach und geht der Kopf vom Penis wie in Halfmond. Es kann ein Ori-Piercing Frenulum haben, also durch das Kleinstück Haut unter der Eschel. Personen, die nicht beschnitten sind, können auch ihren Rang durch die Vierhaut kriegen. Bei Vulven gibt es den klitoralen Hut, also ein Piercing, den durch die Haut, die über der Basen der Klitoris ist. Da gibt es ganz viele Varianten von Piercingen durch Schamlippen oder direkt über der Vulva, den Christina-Piercing. Ich evaluiere erst Entscheidung, ob die Piercingen durch Nippeln als Genitalpiercingen unerkannt oder nicht. Also Piercinger, aufgesehen von ihrem ästhetischen, kulturellen, historischen und symbolischen Wert, haben auch einen Impact auf den sexuellen Plaisir. Das hängt aber von Person zu Person auf an. Verschiedene Leute berichten, dass sie mit Piercing mehr oder Männer spüren, also dass Sensibilität rup oder ruf geht. Falls sie sich für so ein Piercing entscheidet, ist es wichtig, das bei einem professionellen Piercer machen zu lassen. Dem Fall soll hygienisch sein und es soll ihn aufpassen, keine allergische Reaktion zu machen. Auch Dono soll in der Piercing mit einer Salzlesung regelmäßig putzen, für eine Entzündung vorzubeugen. Auch das Material, für das sich entscheidet, ist sehr wichtig. Metall verdreht sich auch nicht gut mit Kondomen. Durch Reibung kann der Kondom sehr futtig gehen oder platzen, und ein Genitalpiercing setzt ihn dadurch einem viel mehr großes Risiko aus, sexuell übertragbare Infektionen zu kriegen, falls sie mit verschiedenen Personen Sex hat. Wenn das Loch vom Piercing nicht komplett verheilt ist, so ist das auch ein Risiko mehr für sexuell übertragbare Infektionen. Natürlich kann Metall sich auch verfängen, zum Beispiel an der Innerwäsche oder der Kleider, und es besteht das Risiko, das Piercing zu verdrehen, rauszurappen und sich zu verletzen. Auch sind Nippelpiercingen nicht geeinigt, wenn ihr Niere will. Und du so, wie stehst du zum Bling Ding? Findest du das schön? Bei dir oder bei anderen? Tönt es dich an oder schreckt es dich auf? Und welcher Schmuck ging am besten zu dir passen? Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibweis auf sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freue meis immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Mayway Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio Ara. Das Ministerium für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.